Guten Abend am Null. Haut wollte man ein sensibelt politisch Kapitel abschluen, mit einem Rückblick an eine politische Ära, wo es damals drinnen und drüber gegangen ist, an einer Part eine Jungpartei für viel Aufregung gesorgt hat. Die Grünen. Wie die Grüne Alternativpartei 1983 nach tumultuösen Debatten gegründet wurde, haben die meisten diesem neuen Movement nicht viel Chance gegeben, politisch Fuß zu fassen. Es sollte aber anders kommen. Ein geringer Pionier von der ersten Stunde an ist der Jupp Weber, der letzte Woche am Alter von 71 Jahren gestorben ist. Über diesen engagierten Umweltschützer, ein geringer realer Jupp Weber, an den Streit an der geringer Partei hat Marc Thomas an seinen Archiven ganz markant Punkte mit zum Teil unveröffentlichten Momenten zusammengesetzt. Der Jupp Weber war seiner Zeit der Sachen Umweltschutz voraus und hat als Diplomingenieur für Forstwirtschaft schon frei für die massiven Naturzerstörungen gewarnt. Ein guter Freund, der mehr wie ein Kehr zusammen mit ihm gegen den Strom geschwommen ist, erinnert sich. Ich finde die Jupp Weber, wie ihr seht, gut kannt. Wir haben ein paar Klatzen mit ihm gedreht. Und voilà, das ist kein Floskel. Ich war ziemlich traurig, wie ich morgens an Bord, an Bord. Aber auch am Tageblatt an der Zeitung von Lützeburg Volk sind Todesannonce gelesen haben. Respektiv, wo ich sein Bild gesehen habe, dass er gestorben wäre. Nun ich aber trotzdem musste lachen, wie ich den Epitaph gelesen habe. Und ich wünsche mir dieselbe, weil soweit das mit mehr, sie da halt zuerst. Weil was wird denn du, wie hört sie geherrscht? Schönheit Annonce. Schön, dass sie rausgeschnitten. Hauptsache, der Game. An den Hund am Kehlespiel. Voilà, lass ich mir retrouve. Tschüpp. Nach der Gründung von der Grünen in Deutschland 1980 hat es nicht lange gedauert, bis der Funke noch auf Lützeburg übergesprungen ist. Die Jupp Weber so zum Guy van Hull. Ich will eine grüne Partei zu gründen. Müsst du mit? Merci, ich appréciere, dass du mich geduscht hast. Du weißt, dass ich Naturfreund bin, nach Haut. Ja, voilà. Und, man ist nicht, weil ich bin der Père en Fils de gauche. Mein Papa war national Staatsarchitekt Robert van Hull, Sozialist, aber richtig, ne? Kein der Seichter, in den 50, 60er Jahren Europäer, Föderalist und Republikaner. Und heutzutage sind ich, und das weiß ich nur, du hast Kommunisten nicht gerne. Aber ich schreibe auch in kommunistische Zeitung, ich verschreibe mich schon, wie ich immer so. Ich schreibe für verschiedene Medien, ich verschreibe mich keiner, höchstens meiner Frau am Nacht. Und nee, das geht nicht. Mach du die Sache, wir essen die Gauche und ich bleibe dabei. Die ist gut. Mach das. Sich der andere Partner du. Und so lang. Der Jupp Weber hat nicht lange gelassen, an den zusammen mit anderen Versicht 1983 die Grünen zu gründen. Dabei kommt es am Pfaffendal zu homerischen Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Tendenzen. Begriffe wie Realo und Fundi sind entstanden. Die Jupp Weber war ein treibende Kraft am Realo-Flügel. Und ich weiß auch, dass er zu Wien und zu Freiburg, zu Wien auf jeden Fall studiert hat und auch Ingenieur und so Forêt war, Oberförster, nicht einfach kleine Feste, die sich im Moment halt abspielen im ganzen Land. So das sehen, dass ich rund tun, dass sie bien placé war, und connaisseur de cause, für über Natur zu schwätzen, zu debattieren, das war einfach mit dem Präkurseur, war der Pionier. 1984 hat die Grüne Alternativpartei bei den Chamberwahlen 2 Deputierten am Parlament geholt, den Jupp Weber und den Mukus. Mit dem Burgfrieden sollte nicht lang halten, weil schon 1985 hat sich die Partei gesplittet. Die Jupp Weber hat mit gleichgesinnten Realos gleich die Grüne Löscht ökologische Initiative gegründet, sodass von da an 2 Grüne Parteien Krautmarkt sitzen. 1989 bei den Chamberwahlen und Gaba gleich
op 2 Lëchten alkeier 2 Sitz krot. Dem Deputéierte Job Weber waren Pëcher en Habt Uleies, weil demols Munschkrumm Tricke gedreht goufen, déi hin an der Chamber thematiséiert huet. Dorënner och eng Proposition de Loi, die sollte Vierchte verbidden, a Privatbëcher sich niewe ernstcht eng gëlle Nues ze verdingen. De Gleideputéierten hunn doch klo beim Parquet géint de pensionéierten Direktor vun der Forstverwaltung, an dem sei Cousin de Kantonnementchef war, agerecht. Och géint Gemeng Kielen huet Job Weber geklot, well massiv riesig Quantitéiten u knachtien Bauschut an Ofell am Bëch verschert gi waren. An der Chamber huet Job Weber den demolien Direktor vun der Forstverwaltung als korrupt bezeechent, grad so wie en verschiedene Vierchter als bestierchlich genannt huet. A verschiedenen Question parlamentären huet hien an dieser derier Thematik no gehakt, Remedur gefordert, als Sanktionen respektiv Suspensionen objekt. Iwerhaupt waren demols die Kleinparteien den etablierte Parteien en dermer. Am Oktober 1989 kommen zur legendärer Chambertrape-Besetzung, bei denen die Kleinoppositionsparteien Gleichrechte für all Deputierten gefordert haben, mit dem Resultat, dass die 9 Volksvertreter Manu Militari von Gendarmen gehiltert, getötet und aufgefordert wurden. Und hinnen die Job Weber an den François Bausch, die für 10 Sitzungen von der Chamberdebatten ausgeschlossen wurden. 1994 as het geglückt, die 2 zerstridde Parteien ënner een Hut ze kreen, a so sinn Gabber Glei an de Chamberwahlen 1994 ze summen ugetruden a konnten 5 Sitz verbuchen. Derselwicht Joer konnte sie ihr Sitz am Europaparlament zu Straßburg gewannen, mam Job Weber. Mir auch mat diesen Wahlerfolger war de Burg Frieden an der Partei gebrechlich wie die Stimmung demols zu Bonnewig am Casino ugefangen mat der Parteienfinanzen chlor rëmspiegelt. Eine Proposition gemerkt an Zwerg von 50 Franken pro Monat. Der Mindestbeitrag, das ging eine Parteikarte ging bei als 600 Franken am Jahr kosten. Und ich proposiere noch, dass eine Staffelung frei ist. Ich engagiere mich aber persönlich für 2000 Franken zusätzlich zu den 25, wo ich mich engagiert habe, auch noch zu bezahlen. Ich wollte darüber zurückkommen, auf das, was für die Unheil gesucht ist, die Partei braucht Fonds. Ich meine, allein durch Beiträge von den Membern am Lützeburger Parlament, von dem Europarlamentarier, kriegen wir auch 950.000 Franken ran. Wir haben im Moment ein Konto, wo wir 1.200.000 Franken draufstehen haben. Wir fangen also mit einem dicken Polster an. Und ich fand es nicht wirklich nicht nötig, dass den kleinen Leuten so einen hohen Antragsdicke wie hier proposiert wird, aufknappt. Also meine Proposition nachher Jahresbeitrag 600 Franken, Staffelung der Diskretion über los. Das geht, weil ich gesagt wurde von den zuständigen Gremien, dass in der Mondbus ausdrücke 50 Franken pro Monat. Und ich ging denen empfehlen, die sich zu stark für Finanzen ersetzen, dass sie da zumindest wissen, wie viel Hundeverstand man drin hat. Anderen derje Punkt Parteikongress war die Kandidatur von Job Weber als Parteisprecher gegen die verschiedener sich vehement gewehrt tun. Zum Punkt 29, 5 Schwätze Abgeordnete können nicht sprechen oder Sprecher der Partei. Für mich war bis so klar, werden Abgeordnete wir. Für das aber nur eine Diskussion in Brandau, ich besonders die Robert fürcht, aber guckt, wer dann ein Député wäre. Un député est donc celui ou celle qui est envoyé par une nation ou une assemblée pour remplir une mission particulière. Eerste Punkt, also dat man als een Europa-Deputé ook een Abgeordnete. Zweitens, als un député celui ou celle qui est nommé généralement par élection pour faire partie d'une assemblée délibérante. Donc man als für mich ook een Europa-Deputé een Abgeordnete. Ich meine, die Punkte in unseren Statuten also klar wie Buletten so. Du verstehst doch an den Statuten so, dass eine Trennung gewählt ist zwischen dem, was die Fraktion soll machen, und dem, was die Partei soll machen.
Und wir sind effektiv auch der Meinung, dass die Kandidatur vom Jupp für diese Posten vom Parteisprecher statutärisch ganz einfach nicht zulässig ist. Und ich meine, das ist eine Decision, also, die wir hier müssen holen. Ich plädiere auf jeden Fall dafür, für just die Kandidaturen umzuerkennen, die als Statut den Paragraph, den der zuständig ist, die dem entsprechen. Die Statuten, die sind ganz konsequent abgesagt nach folgendem Prinzip. Alkeier, wann sämtlich deputierte gemengt sind, steht nur die Abgeordneten, wann Statuten es für notwendig empfunden tun, oder Statutenkommissionen für notwendig empfunden tun, für eine Unterscheidung zu machen, da Götze an den Statuten explizit gemerkt. An diesem Fall, wenn da steht, die Abgeordneten betrifft das Südabgeordnete Norden, Zentrum am Osten, an Europa. Als am Statutgruppe gefordert gehen, also die meisten Kongress gefordert gehen, da waren wir als alle Gute, nicht alle Gute, mehr eine große Majorität war der Meinung, es soll kein Deputiert, Sprecher oder Sprecherin sind. Auch wird gewährt, die Diskussion zu feiern. Die zweite, das ist für mich auch ganz klar, und ich meine auch als Member von dem Statutgruppe, die Holkirk die Statuten ausfeiern. Also es ist aber auch wichtig, ich meine, meine Auslegung von einem Gesetz geht auch ganz oft in den explikativ, weil in Hiking die Argumentation zum Statutgruppe holen. Da ging es ganz sicher fanden, dass dran steht, dass sämtliche Deputierten nicht dürfen zu Gesprächen gehen. Ich glaube auch, dass wir als Statuten respektieren. Die zweite Rolle vom Problem ist, wenn ich dann der Mandat regiert und überhält, dann muss ich nicht anders abgehen. An dem soll ich nur schon Kamil Gira felicitieren, dass er wahrscheinlich dann demnächst in das Europaparlament kommt. Ich habe meine Kandidatur als Portparole gestellt von Südbund. Weil ich einfach der Meinung bin, dass ich der neuen Partei viel Denkster kann stellen als der USA. Weil ich 10 Jahre Erfahrung am Lützburger Parlament habe, weil ich außerdem einen enorm guten Draht zu der Presse habe, weil ich auch lesen, schreiben kann, am Gegensatz zu dem, was den Buchmengen, dass ich schreiben kann, natürlich bewiesen, dadurch, dass nach Obers, nachdem der Muxing-Emission gelernt ist, schon ein Pressekommuniqué an alle guten Redaktionen gepackt tun. Ich habe also eine gute Relation mit der Presse. Und auf der anderen Seite habe ich auch die internationalen Konnexionen. Ich bin auch gestern mit meinem Kollegen Ripa de Meana gesprochen, den Portparole von den italienischen Gremien ist. Und auch Member am Europaparlament. Das gewesen sicher kein Unbekannten, dass denen als Kommissär refusiert wird, auf Bio zu gehen, weil die Europäische Union sich nicht zu einer Energietax bringen. An dem Mann wird man gesagt, es sind der Meinung, dass es kann nicht ist, wenn die Gremien probieren, für gut Leid von der Spitze recht zu kriegen. Ich will Ihnen Schluss sagen, von dir von Mengen Servicer Welt profitieren ich den zu ihrer Verfügung. Den Punkt, den wir noch diskutieren, den kann ich an 2 Vollen abwählen. Den erste von der Kandidatur, ich meine, eine Kandidatur ist immer zulässig, sowohl wenn es eine Inkompatibilität ging. Ich bin der Meinung, es gibt keine. Darüber sind wir auch noch bereit, die zu diskutieren. Wenn aber nur gesagt wird, eine Kandidatur ist nicht möglich, dass wir gerade, wie wenn wir gesagt hätten, den Kamil Gira muss als Bürgermeister Monketeich demissionieren, durch als kandidieren für ein Parlament. Weil es also so, mir wird aufgemerkt, wir wollen kein Deputé mehr Bund. Das ist aber so, dass der Kamil kommt kandidieren, und ich fand das richtig, dass er kandidieren. Also kandidieren kann er immer, aber wenn es eine Kompatibilität gibt, dann muss ich die respektieren. Ich will die Kompatibilität respektieren, die bestimmt erstens, wie drin gegangen ist. Chefrat Jung Lünster. Ich war Member von der Chambre zu Lützeburg. Ich habe keinen Chefratsposten geholt.
und ich dann Kompatibilität, die wir als selber abgelöst haben, respektiert. Ich habe zweite Tier respektiert, wie drin gegangen ist, Member am Europäischen Parlament, am Member an der Lützburger Chamber. Ich will mein Mandat an der Chamber heute abgehen, für Member am Europäischen Parlament. Ich respektiere Inkompatibilitäten ganz bestimmt. Es soll nun zum Wort für den Parteisprecher kommen, bei der die Weber mit just ein paar hungrige Stimmen an den Eck gedrückt. Stimmen sind aufgegeben für den Jimgehörer 47, für den Eklese 39, für den Theotibesar 10, für den Jupweber 9. 3/5 Majorität als 64, das heißt, Türkei von den 4 Kandidaten die 3/5 Majorität erreicht, das heißt, wir müssen an den zweiten Wahltour gehen. Gemäß den Statuten fällt die Person, die am meisten Stimmen erreicht wird, an dem zweiten Wahltour erwäscht bleiben, also übrig im Göres, Eklese und Theotibesar für den zweiten Wahlgang, die Jupp meldet sich zur Prozedur. Ich muss aber so, und das beruhigt mich, dass ich von meinen 15.000 Stimmen, die ich bei den letzten Wahlen gekriegt habe, dass da 14.191 nicht aus der Gänge 10 kommen. Das beruhigt mich nicht. Mit dieser Bemerkung hat die Weber klar zum Ausdruck gebracht, was von der neuen Geringer Partei hält, wo man sein Austritt so gut wie angelaufen hat. Und so sollte dann noch kommen. 1985 hat die Fraktion von den Grünen am Europaparlament verloren, als sich die Europäische Radikale Allianz angeschlossen. Zu Lützeburg hat in Gall die Grün-Liberale Allianz gegründet. Von 1994 bis 1997 war die Weber auch Gemengekonseil zu Jürlünster, wohin sich für Umwelt und Natur eingesetzt hat. Bei den nächsten Chamberwahlen 1999 hat dem Jupp Weber sein Gall verloren und enttäuscht, hat den Einzelkämpfer Jupp Weber Politik verloren. Als du siehst, wie die freien Kumpanen, die auch die Zeit, gerade von hier Süd, Bertisch, hier gelabt sind, die hin, die mehr auch, die immer Armeeminister sind. Und da hat den Jupp schon ganz schnell gesehen, dass er nicht Martin und Benger Wellen konnte. Die hatte ganz andere Absichten. Nur am Ende seiner politischen Karriere hat Jupp Weber an der kanadischen Provinz British Columbia Weber an der Waiter Konsortium gegründet, für das, wie es geherrscht hat, zu schützen, was vom Ökosystem von unserem Planet nach nicht zerstört war. Auch damals war die Jupp Weber seiner Zeit voraus und hat voll auf Sonnenenergie den Schutz von den Büschern als CO2-Speicher von den Meeren und den Fischbeständen gesagt. Ich habe dann ausgelesen von Jummer, die erste von Familienmatte, dass der Jupp gestorben wäre. Und dann habe ich war ich erstaunt, dass dann der Jupp Frau darüber guckt, dass auch einen offiziellen Anruf von einer Annonce gewidmet wird von der Chamber. Ich weiß nicht, dass es so lange so war, aber Respekt. Und dann auch, wurden ich aber ein bisschen gestützt von den Geringen. Die uns dann gehuldigt. Und er gesagt, aber unerkannt, dass im Ursprung von der Bewegung stimmt als von denen. Ich war D. Voilà. Und ich habe dadurch ein bisschen, wie bei allen, Nachruf, ganz ein bisschen hypokritisch fand. Weil ich weiß aber, dass sie dick gestritten haben. Er stirbt aus. Man ich gesehen, wie es hofft, die sind, die noch auskommen sind. Die dann im ersten Film kritisch ist, das als Frechte, denke ich mal, ja, das soll das eben fressen. Wie es hofft, die sind par rapport zu Eis an den späten 60er, an den 70er, an den 80er. Da soll ich mal beim Job also ein wertvolles Stück verloren gehen. Von einem, der kritisiert wird, mir auch abgebaut wird und den etwas Last gemacht hat. Etwas ist aber auch klar, mit Momenten war die Jupp Weber ein Einzelkämpfer, war nie ein Kind der Traurigkeit. Als Hobbymusiker hat ihn bei Toten ablosen manch lustig Abende animiert. Und nicht zu vergessen, auch hier war Pionier als Sachen frei Radio. Das sind
in den nächsten im die Radio Libre gegangen. Freie Radio, de Monopol von RTL. Am andere Radio war ein kleines Lützeburger Territorium nicht geduld. An den Jupp wird dem engen singen aus so die typisch Team gepasst wird, die bisschen zu mehr passt. Aber wenn ich las ass, da ma mir etwas las. Weil du den etwas las gemäht, der Tisch den hört. Sich nicht von dem Interdido Aschestregelos an mir so, komm mir mal ein Radio außerhalb von also Grenzen, also kleine Grenzen, also kein kleinen begrenzten Horizont. Diese Chance du terme. Und wir versuchen zu senden von aus, von der Knipchen. Wie machen wir das? Oh, ja, du hast gesehen, bist du matt. Ich sollte mal ja für so einen Chant tatsächlich direkt zu haben. Schon an, wie gesagt, verschiedene Sachen, ein Präkursor war ein Pionier, Sachen, die noch nicht heim waren, oder wo man immens Verspätung haben par rapport zum Ausland. An sogar im Ausland hat der Grenz der Piratensender der Radio Flößfänkelchen auf der Erle Knipchen an die Leben gerufen. Du hat mir den Sender selbstverständlich auf belgischem Territorium schon gelagert. Und da sind wir auf Saint-Donat gefahren, zu Oire, wie der Kuiper immer sieht, zu Oire, und gesagt wird, da gibt es zwei Kirchen, eine ganz spatz, die ist von der Eiche, von der Kirche gesagt, und Saint-Donat. Und zu Saint-Donat geht es über den Kirchturm, kannst du rundherum gehen, wie auf der Schöpflinger Kirche, über den Rundgang. Und da haben wir die Aluminiumsantenne, der Rockconvalesque, die haben wir mit dem Seil angemäht. Und da sind wir innen an den Kirchturm gegangen, nicht ganz innen. Und du könntest ein paar Stauer, da in Belgien vor. Und so, bonjour les gars. Tâchez quand même de pas trop déranger mon office. Macht nicht so viel Medien vor. Ich finde das immens spannend. Und da haben wir angefangen dann zu senden. Der Jupp ist dann schon eine geringe Botschaft. Da war nach einem gewissen Wunschkonzert dabei. Ja, und ich bin dann an das Ganze ein bisschen Brotfahrt gemacht. Im Naturschutz geht es doch an unserem nächsten Sujet, und zwar am Kontext mit der Landwirtschaft. Dass der Bauer auch haut durch Bresel forciert wird, Mordicus ein Maximum an einem Minimum von Zeit zu produzieren. Wir können sie evaluieren, als leider noch immer eine Tatsache. Als ein Ökospezialist Janno Weber hat sich die sogenannte Kulturlandschaft von Minot angeguckt. Als Kulturlandschaft besteht zu Lützeburg meist aus viel Monotonie. Grengland am Maissilo-Landschaften dominieren die Oppegewähren. Auf immer wie groß Parzellen gehen immer Männer verschiedene Sorten Kulturpflanzen umgebaut. Viele Pflanzen haben an so Landschaften keine Chance. Auch Männer Nutztieren, wenig Kei kommen nach auf ein Weg. Die Wildtieren sind in so monotonen, immer properen, geringen Landschaften verschwunden. Also allein Landwirtschaft darum schuld, sind Bauern dafür responsabel. So wie all Mensch probiert auch der Bauer sein Arbeit so gut wie möglich zu machen. Der Bauer probiert mit den Mitteln und Maschinen, die er zur Verfügung hat, preiswert an hochwertige Lebensmittel so einfach wie möglich zu produzieren. Preiswert muss es sein. Wir alle als Konsument verlangen das so. Produktion von billigen Lebensmitteln an unseren Landschaften wird leider auch ein Preis. Dieser Preis heißt immer mehr Umwelt- und Naturschäden. Diesen Preis müssen wir ändern. Ob Natur, Wasser oder bei dem Klimaschutz
Man muss in der Landwirtschaft einer Priorität gehen. Natur, Klima und Umweltschutzprogramme müssen eng Selbstverständlichkeit an ein Hauptbestandteil von der Landwirtschaft gehen. Landwirtschaft kann Umweltschutz. Landwirtschaft kann auch Naturschutz. Wie bei allen Produkten, die der Bauer herstellt, müssen Bedingungen an den Preis stimmen. Dass das möglich ist, weisen die Landschaften zu Lützeburg mit Bäumen an Hecken an anderen Strukturen. Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, Lebenslandschaften. Auch die Landschaften sind durch Landwirtschaft entstanden und auch da schaffen auch Haut nach Bauern dran. Landwirtschaft zu romantisieren bringt es genauso wenig weiter wie eine Landwirtschaft zu verdeifeln. Die meisten Probleme sind bekannt und Lösungen auch. Dafür brauchen wir konsequent handeln, es braucht eine ehrliche Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Auch wir als Konsumenten können bestimmen, wie eine Landwirtschaft wir muss. Wir sollten mehr Lebensmittel nutzen, die regional produziert gehen, am besten mit hohen Natur- und Biostandards. Unser Fleischkonsum müssen wir besonders überdenken. Fleisch braucht mehr Landschaft für eine vegetarische Lebensweise. Ein vegetarisches Menü belastet die Umwelt und Natur 3-mal mehr als Fleisch. Eine vielfältige Ernährung tut auch unserer Gesundheit gut. So eine Ernährung führt auch zu einer mehr lebendigen Kulturlandschaft. Und so eine gesunde und vielfältige Ernährung soll frei aufhängen. Der Schulgard ist dafür eine gute Gelegenheit, den jungen Menschen zu weisen, wie Lebensmittel entstehen. An den Kantinen von den Schulen müssen Bio-Lebensmittel aus Natur- und umweltschonenden Produktionen Standard gehen. Eine gesunde Ernährung, die auf Nachhaltigkeit setzt, mit einem natürlichen Umfeld bei den Schulen, das muss für uns Kinder eine Selbstverständlichkeit gehen. Wollen wir eine vielfältige Kulturlandschaft mit viel Biodiversität, brauchen wir so eine vielfältige Landwirtschaft. Familienbetriebe sind Basis von der Landwirtschaft zu Lützeburg. So Familienbetriebe haben große Kompetenzen, viel Engagement, sie können flexibel und kreativ sein. Eine gute Voraussetzung, Probleme von Naturschutz und Landwirtschaft an den Griff zu kriegen. Wir sind all ein Stück Natur. Wir sind auch all ein Stück Landwirtschaft. Letzte Woche hatten wir von der funkelneuer Velospiste von Mirsch op Schindels geschwärzt, die feierlich an Juli angeweiht gouf, mit die für kurzem gesperrt und abgerappt ging ist. Kaum zu leben mehr woher, nicht am gewinnten Schlickentempo, mehr Rekordzeit für Lützeburger Verhältnisse, gouf die Piste gefleckt und direkt abgemacht. Themenwechsel. Auch haut als unser Spruchmattes Lexrot Dill, weiß wie gewinnt so Mundspruchperlen anzubieten. Eierlich gesot mir genéieren eis dacks, fir vun eiser Spruch am Zusammenhang mat sogenannte grosse Spruchen ze schwätzen. Me ginne bësse schimmech, wa mir ausländsche Leiit sollen auser neen dien, wat dann allo dat Lützeburgicht ass. Hei Null kree mir nach viel Geleenheeten, a fleicht auch Spaß, fir eister mat aufzuginn, an ze summen drüber nur zu denken. Jeder Lützeburger weiß doch, wat ein Spektiv ass. Me bei dem Wort beguckt der Franzos, ein Deutschen, ein Engländer, Holländer oder Spanier ich ganz groß. Spektiv ass mat keiner von ihre Sprachfamilie. Übrigens mat gar keiner. Auf Französisch haben wir Jumel. Op Deutsch as et e Fernglas. Am Englischen hun mir Binoculars. Am Holländische begene mir dem Verreikeker. Weit abreet keng Spur, ke Glach, kein Ton vu Spektiv.
ha jo mir et 100% mat Eises ze dien. Over just an diesem Fall kënne mir so Fu dat Fut hier kennt aus dem Latein. Do heecht kucken nunnemmol Spektare, an dat fanne mir dann och an der franzéschen Ausdruck Spektateur, spektakulär, Spektakle ëchen. Wa mir da weiter pitelle ginn, gesinn mir et och an anersprochen Remé vu spektiv, kein Donst. Iwergens könnte mir dofir jo och emmol vun Spektateuren a Platz vun denen affegen Zuschauer schwätze. Latein ass och deelweis Eises well jo pro Hektar gerechend, durchschnittlich méi Remerei bei Eisgehaus wie zum Beispiel am Frankreich vun Haut. Et gibt nach e paar selliche Beispieler, mat denen ich kann behaupten, Eisspruch hat, gerade wie Erna, mat Latein zu dienen, sogar mat Griechisch. Wat as dann ein Auto, ein Mikro, ein Radio, Kamera, die machen mir lo aus, auf der Television net. Soweit für Haut als Null-Emission, die da wie gewinnt auch am Internet ënnert 0.lu am Detail könnt du gucken. Merci für Ihren Interesse, a bleif gesund am Montag.